definiert sich seine Form mitunter anhand der Uhrzeit, zu der ich es schaffe, den Federn zu entfliehen. Stehe ich früh auf, ist er meist zerknittert, klein und kaum wieder zu erkennen. Je später es ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bereits eine beachtliche Größe erreicht hat. Das ist aber auch wieder ein wenig vom Wetter abhängig. Heute Morgen zum Beispiel wirkte er, als wäre er überhaupt nicht existent. Manchmal freue ich mich nach dem Aufstehen so sehr, ihn zu sehen, dass ich ihm Kosenamen gebe. Von kleiner Freund über Kumpel bis hin zum Meister aller Klassen reicht das Repertoire. Untertags im Büro versuche ich ihn so gut wie es geht zu verstecken, zu tarnen. Manchmal ist es mir sogar unangenehm, wenn er sich auch nur ein klein wenig abzeichnet, wenn man ihn auch nur erahnen kann. Doch abends ist seine Zeit gekommen. Wenn ich im Sonnenuntergang durch die Stadt flaniere, mache ich kein Geheimnis mehr daraus. Ich lasse ihn weit von mir wegragen, lasse ihn bewundern, bemerke die schmachtenden und auch die neiderfüllten Blicke. Ich genieße diese Blicke. Und ich genieße seinen Anblick. Riesig, majestätisch, makellos. Er lässt mich vergessen, wie klein und mickrig und unförmig ich bin. Ich fühle mich stark, gehe erhobenen Kopfes und selbstbewussten Schrittes weiter und lasse ihn keine Sekunde lang aus den Augen. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe meinen Schatten. Dankeschön. Und damit ihr jetzt seht, wie es richtig geht, hier kommt jemand, der nicht nur in der österreichischen Slam-Szene kein Unbekannter ist, er ist auch jemand, der